Welkom zum Typ Zinje. Wir freuen uns, dass du alle dabei bist, dass du eingeschaltet hast, dass du heute bist, einfach von dir so aus, dass ich Tag, wann immer du jetzt mit uns Typ Gott zu loben, Gott zu preisen, durch Leute, durch eine Predigt von Orlando, durch eine Geschichte von Norbert. Und wir freuen uns, dass du dabei bist. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ist der Titen beten, komm, nu ist der Titen Gott din Hort, komm, sagst du best nur Jesus, komm, sagst du best nur dinem Gott. Bekänn oss här, jeder troj vårt ben verdient. Det gröt över lögn och det jämt en dag, för dig vårt damm nu vind. Jeder tung vårt i bekänn oss här, jeder troj vårt ben verdient. Det gröt över lögn och det jämt en dag, för dig vårt så tiden beden, kom, nu är så tiden fram din hårt, kom, sörs du bäst nå Jesus, kom, sörs du bäst nå dinem Gott. Bekänn oss här, jeder knoj vårt ben verdient. Det gröt över lögn och det jämt en dag, för dig vårt damm nu vind. Jeder tung vårt i bekänn oss här, jeder knoj vårt ben verdient. Det gröt över lögn och det jämt en dag, för dig vårt damm nu vind. Kom, nu är tiden beden, kom, nu är tiden Gott din hårt, kom. Willst du Welt Städten wundert, so sei Piljan pröv. Det sagen, ich hab noch, aber dort ist nichts so. In min Hort durchbeten, ich wünsch ich kann sein. Dank schön Herr für den Segen ab mir. Ich hab ne Freunde, Familie, ich kann schlupen an Fried. Vi han gøyt dem eten, en vi han er sted. Det gjøyf dine løyv har, en det påstått nå mig. Dank schön Herr för den Segen av mig. Ich wollt dort ich nicht recht sie, meine Kleider nicht nie. Min geld ist mir så lang, och har ich hab die. Dit's mi ganzes höchste, det kan mi nicht verstehen. Dank schön Herr für den Segen ab mich. Ich
familie, hij kon slopen en vrede. Vi han gøy zum eten, en vi han ne sted. Det jävs dina liv här, en det post upp nu mig. Dank schön här, för den sägen ab mig. Dank schön här, för den sägen ab mig. Tja, wer hat das mal erlebt, dass er nicht angenommen wird? Er wird aufgesagt oder rückgestellt von einer Gruppe, aus der eine Schule ist, Tüß, oder ich so eine Sonderschule, oder eine Freundesgruppe. Bestimmt hast du das mal irgendwann mindestens einmal erlebt, wo die anderen nicht gehen wollen mit die Terpsahne. Ich will Ihnen von der eine Geschichte vertellen, von einem Jungen, der wird auch nicht angenommen. Das Jung, der wird 5 Jahre alt, als er eines der was ganz unerwartet von seinen Dienstmähl genommen wird und wo sie wegrennen. Sie wird aber flucht. Sie musste wegrennen, sie musste sich verstecken. Das ging alles so bosig. Das Jung, der hat gar nicht, weil ich allein hat, Frau te stellen, wat is los? Hoe zijn mijn ouderen? Wat passiert? Hij ran met, die andere mir alarm. En je weet, neem ik aan, heeft deze Duits mir al diesem Jong verteld. Den Vater, den Opa sind von der am Krecht te deur gekommen. Die sind angekommen. En nu is het niet erkennt. Und wir wollten nicht aus der Wort uns gerieben werden, aus der uns Wort Geld merken werden. Da waren ran wie ne. Da ging so bosig, ab einmal lässt der Dienstmähl diesen Bein fallen, der will ihm abhalten, aber der meint seine Beine sind gestief. Der kann nicht mehr erstaunen. Sie nimmt ihm schon auf den Arm und ran wieder. Wenn's, sie wollte nicht, war der Soldat auf einmal kommen. Vielleicht weißt du all, von wenn ich euch die vertalte Bibel. Wenn nicht, dann darfst du noch ein bisschen länger horchen. An diesem fremden Land, wo sie dann sozusagen sicher wäre, was das junge Mann nun. Er hat bestimmt von dir eine freie Name, er kriegt irgendwelchen sein eine Kind, aber immer war er voll das, ich sehe nicht, was wird. Ich sehe hier in einem fremden Land, mein Vater, mein Opa sind tot, Verwandte, redet du nicht von, als er noch hat. Und er wie ein Kripel, er kann nicht gehen. Also er hat wirklich ein treues Leben, er wird viel von anderen abhängig. Wenn wir dann einmal zurückgucken, was passiert in Israel, dus kenne ich David auf dem Thron. Eines Tages überlegt er, Jonathan und ich, wir haben mal einen Bund gemacht. Wir haben uns mal was versprochen, dort, wenn einer von uns stirbt, wird der andere sich an dem seine Familie kümmern. Und diesen Bund, den möchte ich anhören. Heute hat seine Arbeiterfrau, was hat er noch extra deiner Jaff, von dem kenne ich Saul, seine Zeit. Er war leise im Bett und dann fällt er an, du hast das Ziba. Der lebt noch, soll Leute dem Futz kommen. Und dann sagt der Ziba-Futz, jo, hier sieh ich den Knecht, den Deuner. Dann fragt der König David ganz liebevoll, du sag mal, lebt du noch extra von Saul, seine Nachkommen? Ziba, er war leicht im Bett und dann fällt er an, jo, da in einem fremden Land, da wohnt es Mephibosheth. Dort ist einer von dem Jonathan seine Junges. Aber das ist mein Krepel. Dort hier sitzt der Siba will sagen, jo, du wohnt einer, aber der erst wenig wird. Am dem brauchst du die Schere. Dann merkt der David, futz alles reut an diesen Mephibosheth kommen zu lassen. Und als der Mephibosheth diese Nachricht in diesem fremden Land kriegt, das kann nicht wel mir sein,
denkt, da sieht sie nicht das auch noch. Ich doch, ich will hier in Sicherheit. Wer sie ich? Ich sie sind einmal Trepel, nu soll ich für den Kenny kommen, am ganz bestimmt mit dort mehr zu lassen. Wenn's damals wieder das Säuerfjörke ist, dort der Kenny all die Vorfahren von seinen, was für am Kenny was wäre, der dort mehr Leute. Hij had een schwere reis door. Hij nam zijn jong ook met. En als ze dan met hem Palast komen, schmatt er sich op Knies voor den David und sagt, hier ist die deiner. Mephibosheth. David, der redet ihm so liebevoll an. Das hat er überhaupt nicht erwartet. Hij dacht, nu wird seine Stunde kommen sein, um eine Strafe zu kriegen, um dort zu werden. Nu neemt hij allemaal op de oren zitten, zei hij aan. Dan zei hij, jo, hier, ik zie die deiner. Wat bist du? Kijkte hem zo aan. Kom je dat met verschallen de haft hem zo abgehalten, omdat hij zo halfweis stonden kan. Dan zegt, alles wat in Europa, al het land wat hem zal je hier, dat je weet nu alles die. Alles, was nicht dient. Plus Siba, der hat eine ganze Partie Junges, mit seinen Knechten gehabt, dort soll eine Diener deiner sein. Der kommt mit dem Staunen nicht herüt, das Mephibosheth, was passiert denn mit mir? Dann sagte David noch wieder, und von nu an sollst du rein jeder Tag, du, wie mir um das sagte, und man mit das Eden united. Dann sagte Mephibosheth, wer sie ich? Wer sie ich, dass ich das verdient habe? Sagt David einfach, ich lebe. Das ist ein Geschenk. Das ist meine Freundlichkeit. Das ist dort, was Jonathan euch uns versprochen hat. Und bitte erst dort, Kenya, euer wir uns betieren. Wie sind es, sei es in Mephibosheth? Wenn uns Wort voll sind es, das schwor. Wir können endlich gleich nach Jesus kommen. Wie wir gedrückt worden. Und wenn wir nach Jesus kommen, hat uns die Sünde dann alle verzeiht, wenn er uns das alles reinwaschen hat. Dann können wir nicht anders als sagen, Dankeschön, Jesus, für das Geschenk. Wenn es verdient, dann tun wir das nicht. Wenn es wir sind Sünder, wie wurden Sünder geboren. Aber durch Jesu Gnade haben wir das verreicht, seine Kinder zu sein. Und dadurch können du und ich, wenn wir das erlebt haben, unserem Nächsten, wer immer dort ist, auch eine Freundlichkeit wiesen. Wie können wir denn dort wiesen? Du bist was wird. Du bist wunderbar gemerkt. Komm, weil wir das spielen. Ich möchte noch mal die beten. Lieber Jesus, vielmal Dankeschön für deine große Gnade. Dankeschön, dass du uns im Nummer darüber hast, die Sünde zu verzeihen. Dankeschön für diese Geschichte, wo das König David, diese Freundlichkeit, diese Gnade sei und Mephibosheth weiß. Und halt auch, dass wir alle persönlich immer weiter unserem Nächsten freundlich begegnen. Dass wir dem keine von deinen Leuten wiesen, dass uns Wort Tag für Tag von dieser Leute brennt. Das ist mein Wunsch und Gebet, Jesus, an deinen Namen. Amen. Dankeschön, Norbert, für diese Anführung, die du uns hier gemerkt hast, mit dieser kurzen Geschichte, wo ich mit der ähnlichen Gedanken wiedergehen will, in die eine Karte auf eine ganz spezifische Frage stellen will, die du für dich selbst beantworten durst. Das bist du gerat. Ich möchte von dort einen Aufschnitt lesen, den wir im Epheserbrief finden, im Kapitel 2, der Vers 1 bis 10. Da sagt das so: Je wäre in jene Sünde gestlich dort, als je noch so lebte, als diese Welt dort verlangt. In der unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht,
ongedaan wäre. Den Geist, der in der wirkt, der Gott nicht gehorchen. Wir leefden zu einer Zeit auch alle so aus ans Fleisch dat verlangt und wurde uns unsere Last ans Treuf. Und wie wir von Natur uit Tjenja und ja Gott sind euer, so aus alle anderen. Aber Gott ist so recht und genot und er ist uns so gut in seine Leben, dass er uns mit Christus taub, war dat hem Leben bracht, wann wir auch dort in Sünde, in unsere Sünde wären. Der Genot war wie säulig. Gott hat uns mit Christus Jesus taub abgeweiht und mit am taub einen Platz im Himmel gegeben, dort in der Zukunft Tide uns in Christus Jesus beweisen können, wie vertrefflich recht und Genot ist und wie sehr gut uns ist. Die sind durch Gott seine Genot gerat, willst die glauben. Dort ist nicht der jene Worte. Dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht üt Worte, so dort keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einen Stand versatt, dort wir Gott nicht kennen. Nu soll wir auch durch nur leben. Als wir wiedergehen, möchte ich mit dir beten. Danke für das ich für das klare Wort, was du hast uns abschreiben lassen, wo wir immer weiter bei lesen können. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist evaluiert hast von dem, was du uns sagen wirst. Und dass wir durch eure Sporen worden, die gehorsam zu fallen. Musst du auch in dieser Zeit, wo wir hier uns mit dem Wort beschäftigen, uns überzeugen von dem, was in deinem Hort ist. Dass wir den Wort verstehen, glauben und gehorchen können. Musst du wirklich en evalueren von dem, was du uns zu vermitteln hast. In Jesus Christus, seinen Namen. Der Text, den ich hier gelesen habe, der redet ganz konkret zu einem Fall, was gerat ist. So, wir können dort raushorchen, dass Paulus seine Herausforderung an Christus stellen hat. Du hast auch meine Frau an der Anfang best du gerat. Vielleicht geht die dort so aus einem Hund, wenn einer so eine direkte Frau stellt. Ein Hund kann einem nicht gut ab die Wäsche kicken. Dann fängt einer an zu sehen, die kicken, kickt nach Poven, nach Unje. Und so geht uns das vielleicht auch vorkommen, wenn uns afterhafs mal einer so eine konkrete Frau stellt. Na, ich glaube, ich hoffe, man soll jedoch die Hoffnung nicht verlieren. Ich gehe von der mal davon aus, dass der Antwort für diese Frau so wichtig ist, dass man die nicht soll ab Hoffnung sagt. Der braucht eine klarere Antwort als eine Hoffnung. Der braucht mehr als ich hoffe. In der Situation, in der wir im Leben durchgehen, so verschieden als die auch immer sind, stellen die uns immer da auf die Prüfe, dass wir weiter kennen und das Glauben kennen mit fester Überzeugung, was Christus für uns getan hat. Was bedeutet wirklich, was er für uns getan hat. Du kannst das wel lesen, wenn du so einen Abschnitt lesen lässt, so als ich das all andiede, dass Paulus hier ten Gerad nicht falsch redet. Du kannst dir das anhören, aber wenn du nicht das Gerad nicht falsch gehörst, dann wird dir das vielleicht wenig zu sagen haben. Dann ist das ein Abschnitt mehr, dann ist das ein Bibeltext mehr, den man lesen kann, so aus irgendeinem anderen Buch.
Aber wenn du gerade bist, dann hast du mehr zu sagen für die. Paulus redet hier über dem Tod. Er redet hier auch über das Leben. Und er redet hier auch über den Weg von einem zum anderen, was dem Tod mit das Leben verbindet. Weil kommst du von einer Stadt nur der andere Stadt willst. Er erwähnt dort sehr klar, dort von Natur her, unja, so wie alle, unja Gott seinen euer. China ist von uns besser in dieser Welt geboren als der andere. Die sagen kann, ich sie frei von Gott seinen euer. All die wie im Fleisch geboren sind, kommen unja diesem euer nuja. Daher stellt Paulus uns das hier so klar vor, dass jeft einen Weg von diesem euer Weg zu kommen, um Leben zu kommen. Jeder einer von diesen Punkten, was er hier erwähnt hat, ist kraftgeladen. Ich glaube, dass wir von der Aufhör der Rückforderung stehen, unsere Ansicht in diesem Text von Tod, Leben und über diesem Weg Leben klar zu stellen. Dazu wollte ich ein paar Punkte erwähnen. Im ersten einmal, was er hier erwähnt, ist, dass die Trennung von Gott in diesem Aufschnitt als Tod beschrieben ist. Wer von Gott getrennt lebt, der ist tot. Er sagt da im Vers 1, Bad 3, je wäre in jene Sünde jästlich tot. So wer bloß im Fleisch geboren ist und so lebt, ist jästlich tot. Der kann wohl im Fleisch leben, aber bei Gott ist der als tot angesehen. Als je nach so lebte, als diese Welt dort verlangt. In der unsichtbare Macht, die über die Welt herrscht, und ja doen wäre den Geist, der in der wirkt, der Gott nicht hat. Wir lebten zu einer Zeit alle, so als uns Fleisch dort verlangt, und wo unsere Last uns dreif. Wir wären von Natur her uit Tjenja und ja Gott seinen euer, so als alle anderen. Dus keine uitnum. So als all gesagt, keiner besser als der andere. Paulus redet hier den Stand an, was faire Radung ist. So, wenn du noch nicht geraten bist, dann redet er direkt dem Stand an. Wer wie euer wie Christus kennenlernen deut. Wer dort erfahren hat, der kann dort bezeugen. Ich habe dort erfahren, ich weiß von was Paulus redet, durch meine Bekehrung mit 17, Anfang 17 Jahren eine sehr klare Erfahrung hat. Jeder einer hat seine Erfahrung persönlich. Und das gibt auch kein Rezept dafür. Bloß das gibt eine Klarheit darüber, dass wir dort alle Brücken vom Tod zum Leben zu kommen. Das gibt auch keine Utnahme. So klar und utreichlich, als er uns das sagt, wie wir alle. Alle. Keine Utnahme. Und ja Gott seinen euer ver dem dort Christus in uns Leben kommt. Weil du dort kommst, dort kann sehr vielfältig sein. Aber dort seine Mat am Leben zu kennen, ist in der Bibel klar geschrieben. Wer in dieser Welt nicht geboren ist, der lebt automatisch, der braucht den nicht zu tun, der lebt automatisch so, als die Welt dort verlangt. Du kannst die gute Prinzipien aneignen, du kannst gute Sitten und Gebräuchen anfangen zu folgen, aber dort ist nicht das Leben. Dort Leben ist mehr. Dort ist das ganz Normalste, was passieren kann, dort wir leben, so aus der Welt dort von uns verlangt. Über diese Welt, wenn wir dort nicht
willen zou hebben, door herrscht eine onzichtbare Macht. En wie glaube ich, dat is ja alles so harmlos. Dat heeft je doch keine Kraft in sich. Doch die Bibel lehrt uns dort, dass diese Welt von einer unsichtbaren Macht beherrscht wird. Und diese Macht ist ein jeder einer, der in dieser Welt geboren wird, im Fleisch, uitgeleid. Und ja, du. Die Frau, die ich stahl ist, wie kannst du weiter, als du diese Macht und ja, du bist? Die Bibel sagt, in Epheser Kapitel 2, Vers 3, wie leefde te eine Tijd ook alle zo als dat Fleisch dat verlangt en wurde onze Last ans drijf. En wir von Natur her uit Gott, en wir von Natur her uit Tjenja und ja Gott zienen euer so als alle anderen. Das Vers, der sagt uns dort sehr klar, wenn du so lebst, als dein Fleisch dort verlangt, dann lebst du und ja Gott zienen euer. Wenn du dort ist, was deine Last die trifft, dann lebst du unter der Herrschaft von dieser Welt. Dort ist, was harmonisch taubstimmen wird. Dann ist diese unsichtbare Macht in dieser Welt dein Herrscher. Nur, was verlangt dein Fleisch? Vielleicht kannst du die mal selbst analysieren. Nur was trifft deine Last? Das Problem, so als ich das verstehe, ist nicht dort in die ein Verlangen abkommt. Dass du von was gedreven wirst. Das Problem ist, ich das verstehe, ist, wie gehe ich damit an? Wie gehst du mit dort, was die ein Verlangen jeft, an? Was denkst du damit? Laatst du dort freien Lauf? Dus wenn wir mal das Beispiel brücken, der laatste schmitzte das Piet mal der Linie ewa, dat het ranen kon, is dat wel. Oder best du die Rechtlinien aangeven dat, wo das verlängert worden kann. Wenn du ein Mensch bist, der kein Verlangen auf diese irdische Ebene hat, ich will mal sagen, von dort, was wir auf ihr leben, dort, was die Welt tut. Wenn du kein Verlangen nur dort hast, dann würde ich glauben, dass du wahrscheinlich ein anormaler Mensch wirst sein. Ich glaube nicht, dass irgendwo ein Mensch jeft auf dieser Erde, der kein Verlangen hat, mal ein Uhr frech zu sein, oder irgendwo mal einfach dort zu sein, wo die Janka noch ist. Das ist das Normale. Waar go wie du met am en wat doe wie du met? Wer war der geboren ist, der kann mit sein Verlangen umgehen lernen. Dort ist nicht, dass das Verlangen nicht irgendwann war, da wird abkommen, nur dort, was diese Welt zu beide hat. Aber der kann damit umgehen. Wer ja die Herrschaft von dieser Welt ist, in dat Erstgeburt, in der erstgeborenen Zustand, wer durch ja lebt, mit dem je dort Verlangen von seinem Fleisch an. Das ist der große Unterschied. Wenn Christus in uns geboren ist, dann ist der mit uns Fleisch umgehen lebt. Und wenn wie in der Erstgeburt stehen, von dort, was die Welt uns beide hat, dann geht uns Fleisch mit uns um. Das Evangelium ist nur anzukommen, uns diesen Unterschied zu wiesen. Was ist ein und was ist das andere? Uns vom Tod frei zu machen. Diese Trennung, die zwischen uns und Gott existiert, war da herzustellen, abzubauen, nicht mehr. Ein
sehr bekannter Evangelist in der Welt, mit Namen Jimmy Swaggart, der hat mal eine dramatische Erfahrung, wo er in einem Sinn gefallen wird, der für die Welt ein großes Friede wird. Ein Mensch, der das Evangelium verkündigt hat, der viele den Weg nach Christus wiesen hat, wir in eine sündhafte Tod ertappt worden. Seine allein hat ein anderer sehr bekannter Redner, der weit in der Welt bekannt ist, mit Namen Hermano Pablo. Dem wordt op een gelegenheid onderbroken van reporter in een presseconferentie en vroeg aan over dit wat met Jimmy Swaggart passiert is. Wat sagst du daarvan? So, die hadden er over alle spets. Die willen nu mal weten wat het evangelium passiert weer. Wat met die mensen passiert weer wat het evangelium predikt heeft. Hermano Pablo, wie ganz geloten über die Sache und sagte an, mir bestätigt dort nochmal, war da sehr, sehr klar, dass dort Evangelium, was wir predigen, dass das ein ganz reines Evangelium ist. Er checkt der Reporter so an und sagt, wenn eine schwarze Drapp auf ein wittet Lerke fällt, das kann allemal sein. Wenn nu über eine schwarze Drapp auf ein schwarzes Lerke fällt, das fällt keinem ab. Woher ein ancheckt und sagt, je, dann das rein alle. Bloß keinem fällt das ab. Du bist unmoralisch, Jana ist unmoralisch. Was hast du mit? Keinem fällt das ab, weil du kein wird das Lörke verlegt. Das ist sowieso alles schwart. Die Welt ist schwart, das was die Welt dabei hat, ist schwart. Und wenn mehr schwart abkommt, regt sich das keiner weins ab, weil das ist alles unser Sinn. Das ist, wo Paulus von redet. Je sind alle in Sinn, buiten die weitergeboren sind in Christus. Die sind davon vrijgekauft. Die sind reingewaschen worden. Und wann bei einem reingewaschenen ein schwarzer Leiten abfällt, dort ist abfällig. Wenn in dein Leben eine Sünde entkommt und dort nicht abfällig ist, dann ist wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung. Wenn in unserem Leben, die wir gerat sind, die wir zu Christus gehören, eine Sünde entkommt, dann ist das zu sein. Warum? Weil Christus ans Verheer gewaschen hat. Und wenn dann was gerieset entkommt, das ist abfällig, das ist unmöglich, das passt doch nicht. Warum ist das so? Wir kommen in Christus nur zum Licht. Je doller wir nur ankommen, je doller kommen wir im Dachen. Je doller gehen alle freie Sachen zu sein, alle schwarze Plagen zu sein. Und dort hat sie woran. Weil Christus ist gekommen, uns zu raden. Und er will eine ganz reine Brut holen kommen, wann er wird weiterkommen. Du herdacht er uns, damit wir das seine kennen, was aufgewaschen worden soll. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 3, Jesus sagte ihm nämlich durch an der Geschichte Nikodemus, ich sei dir die Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sehen, recht nicht sein. Dort brücke du und ich, noch einmal in Christus geboren zu sein. Die erste Geburt, die habilitiert uns für das Leben hier auf der Erde. Aber die zweite Geburt in Christus, die habilitiert uns für das Leben in der Ewigkeit. Wo nicht mehr wahre schwarze Punkte abdecken. Aber dort haben wir die Geburt durchgebracht. Den zweiten Punkt, den Paulus hier anredet, ist der Weg, der uns von diesem Döden
Toestand im jährlichen Sinn nun Leben vieren det. Dort ist Gott seine Genug. Wenn dort nicht der Gott seine Genug passiert, dann hat wir keine Chance. Paulus redet hier wieder den Punkt an, dass wir mal bloß durch diese Genug Möglichkeiten haben, geraten worden. Und er sagt da im Vers 4, so ist all ihr lest, aber Gott ist so recht an Genug. Und er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus weiter zum Leben bracht, wann wir auch dort in unsere Sünde wären. Durch Genug, wo wir seilig, hängt er an. Das ist bloß Gott seine Fähigkeit, Gott seine Kraft, der uns von diesem Tod durchbringen kann, zum Leben. Und das hat er getan durch Jesus Christus. Durch das, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und weiter abgestanden ist, so als wir dort über uns treffen. Was ist das bei uns ist? Mocht wir nicht so manches Mal dort in unserem Leben handschreien, dort wir dort falsch schreien können, das habe ich erregt, weil ich das Rejant getan habe. Mocht wir nicht vielmals auch die Tösei haben, dort wir sind doch in was es ein Gerat durch dem, was wir getan haben. So habe ich nicht mein Unja gehört, dort, wenn man über wem redet, der gestorben ist, dann sagt man, na, dort wir sind der Mensch, der spielt immer eine Gitarre mit in der Kirche, dort wie ein Diakon, oder der hat seinen Dienst im Gesang gemacht, oder und so wieder, wir reden Punkte ab, die sollen bei Gott Pluspunkte geben, dass das auch sicher ist, dass der kann gerat sein. Halt nicht. Halt nicht. All das Gute, was wir tun kennen, das halt nicht, gerat zu werden. Das Gute, was wir tun und kennen, das ist eine Folge, das ist eine Antwort von dem, dass wir gerat sind. Wann wir gerat sind, dann ist das dort, was wir dann leben. Dann ist das dort Natürliche, dort wir gehorsam sind. Krijg so, als das Natürliche ist, dort wir unsere Weltherrschaft leben, und dort tun, was die Welt uns lehrten, beide det, wann wir noch nicht in Christus weitergeboren sind. So ist dort, was Natürliche, den Wunsch, gehorsam zu sein, wann wir in Christus weitergeboren sind. Dort ist, was die Bibel uns gesagt hat. Rade kennen wir uns dadurch nicht. Aber die Frucht von der Radung, die ist dort, dass wir Gott tun können. Aber leicht es uns Fleisch so, dass wir möchten doch auch einen Anteil haben an dort, dass wir gerat worden sind. Unseren Beitrag leisten. Aber das geht nicht. Die Ehe, die tut Gott mit keinem Zweiten nicht. Das ist einzig und allein sein Wort. Keiner von uns kann dort beitragen. Weil es heute Gott ist. In uns unbegrenzt läuft, hat er uns mit Christus taub weiter zum Leben gebracht. Dort ist der Brief von dem Tod, in dem wir uns befinden, solange wir nicht weitergeboren sind. Aber wir weiter um Leben kommen. In Christus. Jesus schildert uns die in meine Situationen, das Gleichnis ein bisschen vom verlorenen Sehen in Lukas Kapitel 15. Solange uns das Mensch läuft, dass er seinen eigenen Weg gehen kann, dann passiert nichts. Alles, was ein Arm für sich ging und was er erlebt, dass das immer wieder raufging, mein Arm. Er lebt in ein Leben, das nicht Herkunft beide Teile. Der Vater, der hat entschlossen, die Entscheidung von seinem Jungen ganz zu respektieren. Der Leute am Tag
Der leidt an met zijn Entscheidung, dat hij wil leven, nur zijn Begutachtung nur, leidt am Tag. Seine Entscheidung respektiert hij. Die sehen, die Wirtschaft drauf. Immer wieder, but hij, zoals we dat lezen kunnen, om Schweinstrach oje komen weer en wenscht, dort te eten wat de Schwein eet. Dat passiert ook dat wunderbare, als des Mann enzag, dat hij selbst dood weer. Dat hij selbst nicht kann. Dat hij selbst verloren weer. Die muss trainen aus seinem Vater kommen. Hier würde hij ankommen, wanneer hij hier wieder blijft. Hij kan trainen aus seinem Vater, aber met een ganz omgedrehte Einstellung, als hij weggegangen weer. Die Einstellung, die muss bei ihm erst eine Wende kriegen. Hij muss geändert worden. En de Vater, die will nie merken, als hij dat is aanzag, dat hij dat brukt. En so sagt Paulus uns in Epheser Kapitel 2, Vers 8, je sind durch Christus seine Gnade gerat worden. Wils je geloven, dat is nicht durch jene Worte. Dat is nicht durch dem, dat du Janem seine Schweingeld besorgt hast. Dat is nicht, dat du die pünktliche fördert hast. Dat is dat die Gnade, dat die Vater die Vader abneemt aus die Trägkunst. Dat is nicht het woordje, zodat keiner Ursache heeft zich selbst te loben. Dit woord gehört bloß einzig allein dem Vater durch seinen Sohn Jesus Christus. Damit du und ich keine Ehe kriegen können davon. Keine. Dort, wo du und ich deine kennen, ist für unseren Vater abschneiden kommen. Dat we am für dat grote Wunderwort, wat hij gedaan heeft, wat ons dat meilig merken dat we raad worden kennen, bewunderen. Wellicht ist uns dort in der Schöpfung ram te kijken, in der Schöpfung te bewunderen. Ist uns dort auch so leicht, dem Schöpfer te bewunderen? Die Bibel lehrt uns dort. In Lukas Kapitel 15 sagt hij sehr klar, dieser mein Sohn, der wird dood. Aber der ist nu terug im Leben gekommen. Der wird verloren, aber der ist gefangen worden. Und sie fangen an, sich zu freien, fast zu merken. Du hast ein Wunder passiert. Du hast ein Wunder passiert, wann einer vom Tod Leben durchgekommen ist. Wann du dort anwurst, dort ein Wunder passiert ist, was hast du dann? Fragst du dich über das Wunder? Oder fragst du dich über dem, der das Wunder getan hat? Nämlich Gott. Gott ist der, der ihr segnet. Und wir sehen in Johannes Kapitel 4, Vers 23 und 24, wo Jesus zu der samaritischen Frau sagt, der Zeit kommt, und der ist nu all, dat der wahrhaftige Anbeter, den Vater im Geisten in der Wahrheit anbeten wird. Nur seine Anbeter siegt der Vater. Gott ist Geist und der am Anbeten, muss am in Geist in Wahrheit anbeten. Gott siegt. Die Frau ist, lass du die finden? Laat ich mich finden, wann Gott segnet? Damit hij met een wahrhaftigen Anbeter Gottes merken kann.
Oder go wie immer voet. Soll wie uitred te vinden. Gone op Verteidigung, wann das Thema mal angeredet wird. Meine Frau ist, in wem oder in Wort, sagt wie unsere Bewunderung. In der Schöpfung oder im Schöpfer. Dem dritten Punkt, was Paulus hier anredet, ist die Versöhnung mit Gott, ist dort, was uns Leben bringt. Wer diese Versöhnung erlebt hat, was der verlorene Sehen erlebt hat, als der vom Schwingstrach trainer sein Vater ging in dort antraf, dass sein Paar mit offenen Arms entgegen ging. Wer dort erlebt hat, der weiß, dass der mehr hier ist, als bloß Lage wird. Waar hofft je Versöhnung? Waar hofft je Versöhnung? Wo dat Vergebung gibt über all dort, was falsch getan worden ist. Wo dat freie Sprache gibt von all der Schuld, die ab die liegt. Dat ist, was du passiert, als der Mann vom Schweinstrach nach Hause kam und sein Vater am annahm. So manches Mal, wenn jemand gefragt wird, bist du gerat? Kommt eine Antwort, na ja, ich hoop, ich rechne damit. Ich glaube, zoals ich schon sehe, die Antwort soll wie klarer beantwortet werden. Wenn du glaubst, dass dort, was Christus getan hat, dass das für dich teuert, dann bist du gerat. Dann bist du gerat. Und wofür du auch Schwierigkeiten und Zweifel und schwere Sachen abkommen können im Leben, die dort hängen Frauen. Und die wollen im Zweifel bringen. Die können du nicht entdecken. Die Bibel lehrt uns dort, dass uns Leben mit Christus und Gott verstärkt ist. Wer die Radung, wer dort Wort angenommen hat, was Christus für uns getan hat, der ist gerat. Und der darf dort weiter. Und der darf dort nur leben. Dass er ein Kind Gottes ist, was vom Tod zum Leben durchgekommen ist, was von der Distanz zum Licht gekommen ist. Und wenn du läufst und dann nur lebst, dann bist du frei. In der Geschichte von Lazarus, wo er gestorben wird, der uns bekannt ist, in Johannes Evangelium, Kapitel 11, können wir die Qual erkennen, was hinter dem ist, was das Leben ist, nämlich Jesus. Und er sagt selbst, ich sehe die, die Todes abweicht, und dort Leben gibt. Wenn wer an mich läuft, der wird leben. Wann er auch stirbt. Dort geht wieder, aus dort, was unsere Menschen Ehe sein kann. Und wer dort lebt, sagt er, und an mich läuft, wird niemals sterben. Je läufst du dort? Wie groß ist die Herausforderung durch von dem Glauben in uns? Wie viel treu wie Gott wirklich tue von dem, was er uns versprochen hat? Je läuft wie dort wirklich und kann wie mit vollem Holz sagen, ich vertraue darauf, was er mir sagt. Auch wann ich sterbe, wo ich lebe. Ich war, du warst, wann du dort läufst. Jesus vermittelt uns hier unmissverständlich, wer er ist. Wer ist Jesus? Er ist der Eigendämer vom Leben.
Hij ist selbst dat Leben, hij draagt dat Leben in sich. Hij identifiziert sich mit ich, sie, dat Leben. Dat ist Jesus. An wem glaubst du? An wem glaube ich? Glaube ich an all dat wat mir geboden wordt in deze Welt? En dat glaube ich am Leben. Glaube ich an dem Eigentümer vom Leben. Wann, wie war der geboren sind, dann tja wie mit voller Gewissheit dem Vers in Kolosser Kapitel 2, Vers 13 uitdrukken. Je weer te eine tijd geestlich dood in jene Sünde. En in jene fleischliche Natur. Aber Gott hat jünd durch Christus zum Leben gebracht. Hij hat unsere Sünde vergeeft. Glaubst du, dat heeft in deze Welt voor ons een betere boodschap? Als deze? Ik geloof niet. Im Fleisch geboren. Und ja Gott ihnen euer. Diese Botschaft hier kennen, dat hij hat ons Leben gegeven. En hij hat onze Sünde vergeven. Weil wat hij hier, wenn dit ook für die ist, dann lot dat wir uns jenseitig terüber. Leeft dem nur, dat wir mit Christus vereint sind. Dat ons Leben diese Frucht bringen kann. Uw dankbaarheid voor de onbeschrijfbare genade die Gott uns in Christus erwezen heeft. Ik mag met einen Gedanken afsluiten. Je raad zijn, dat bedient vom geistlichen Deuten um euer Leben durchgekommen zu sein. Der ist durchgekommen. Und wann du stirbst, wirst du leben. Das sind die Tauseide, die Jesus Christus uns selbst gesagt hat. Wann wir an ihm glauben. Vielleicht bist du gut geraten. Wenn das so ist, dann möchte ich dich von dir rufen. Komm nur Jesus. Komm nur Jesus. Das ist der Einzige, der dich helfen kann. Das ist der Einzige, der dir eine Situation, eine Veränderung geben kann. Aber der Tauseide, der ist ganz klar, wenn du nur Jesus kommst. So als der Vater dem verlorenen Sehen entgegenrennt, mit offenen Armen, so kommt Jesus dich von dir entgegen. Mit offenen Armen. Und du wirst angenommen worden. Du wirst in ihm das Leben kriegen. Lass uns beten. Jesus Christus, du sitzt wie immer den Wut hielt. Du weißt, was immer die Situation in jeder Ort ist. Musst du bewirken, dass in jeder einer, der den Wut gehielt hat, durch diese Botschaft, die Klarheit finden kann in die, die dort noch nicht haben. Woher kann geraten worden? Und wann er noch die gekommen ist, dat hij raad is. Dat is dat wat du gedaan hast am Kreuz. Nicht dat is dat wat wir deine kennen. Dankeschön für dein Wort, Herr. Dankeschön, dass du so groot en rijk en genood bist ans jij en Eva. En dat wie du daar geraad worden kennen. Dat die genood teugericht heeft, mijn Sünde weg te nemen. Die reikt toe alle Welt ihre Sünde weg te nemen. All die naar die komen. Hij moest in jeder einen zijn. En schenk je dat we immer weiter, Tag für Tag, diese Gewissheit leben können, gerat te zijn in Christus. Als in gerat nicht falsch, an zijn Kopf abzuheben, die je in Eva. In diese Welt je in Eva. Als in gerat nicht falsch, der Gnade, dat onze Frucht dat bekennen kunnen met de Welt en die geloven kunnen. Damit immer mehr Menschen in dieser Welt den Weg nur die finden können. In Jesus Christus in Namen. Amen. Du
beste högsta och har över det ganska id. Du bäst är huvud över alla hjärtan. Du bäste högsta och har över det ganska id. Du bäst är huvud över alla hjärtan. Vi är över dig, vi är över dig, vi är över dig, oh han. Vi är över dig, vi är över dig, vi är över dig, oh han. Du bäste högsta och han över ganska id. Du bäst är huvud över alla hjärtan. Du bäste högsta och han över ganska id. Du bäst är huvud över alla hjärtan. Vi är över dig, vi är över dig, vi är över dig, oh han. Vi är